Wie kommt Salz ins Meer? Wer schon mal am Meer war, weiss, das Wasser schmeckt salzig. Aber wieso ist das so? Es fängt an mit dem Regenwasser. Wenn es durch die Erde sickert und durch die Bäche und Flüsse fließt, werden Mineralien aus Sand und Stein rausgeschwemmt. Darunter ist auch immer ein ganz kleines bisschen Salz. Diese Menge an Salz ist aber so gering, dass sie zwar gerade noch so messbar, aber nicht rauszuschmecken ist. Auf dem Weg ins Meer spülen die Flüsse dann noch mehr Salz und andere Mineralien aus dem Boden raus. Und weil alle Flüsse der Erde irgendwann ins Meer münden, landet insgesamt doch einige 100 Millionen Tonnen Salz im Meer. Wieso ist das Meer salzig, aber die Flüsse nicht? Die Flüsse liefern nur einen Teil vom Salz, wo im Meer ist. Der andere Teil kommt von Gestein und Vulkan auf dem Meeresgrund. Wenn unter dem Meer flüssige Lava austreten, löst sich Salz. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nehmen an, dass Vulkan und Gestein schon seit Milliarden Jahren Salz ins Meer abgeben. Und so wird das Meer immer salziger. Wenn die Sonne auf die Meeresoberfläche scheint, verdunstet zwar Wasser, Salz bleibt aber im Meer zurück. Die Meere sind also riesige Salzspeicher. Besonders salzig das Tote Meer. Das Tote Meer ist besonders salzig. Eigentlich ist es gar kein Meer, sondern eher ein riesiger See zwischen Israel und Jordanien. Am Toten Meer ist es so heiß, dass sehr viel Wasser verdunstet und darum auch viel Salz zurückbleibt. Und weil es fast nie regnet, kommt kaum frisches Wasser dazu. Tiere können in dem Salzwasser nicht überleben. Darum heisst es auch das Tote Meer. Für Menschen ist es dafür umso besser. Bei Hautproblemen oder Allergien kann das Salz vom Toten Meer sehr heilsam sein. Badegäste können sich im Toten Meer ganz gemütlich auf dem Rücken aufs Wasser legen und dabei Zeitung lesen. Wie auf einer Luftmatratze. Durch das viele Salz erhöht sich die Dichte vom Wasser. Das Wasser wird also schwerer und alles, was drin schwimmt, ist im Verhältnis dazu leichter.